Kelly, Eli? hast du schon ein Make-up-Sex? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Und du? Ich meine nicht, also bald nicht im klassischen Sinn vom Wort. Sicher mal irgendwann nur einem Streit, aber nicht direkt nur. Vielleicht so den Tag drauf oder 2-3 Stunden nur. Okay, wir werden nicht noch herausfinden am Laufe dieser Episode. Dat Hei aus Maybe Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Willkommen bei einer neuen Episode von Maybe Sex. Heute schwätzen wir über Make-up-Sex. Genau, der Tisch geht nicht weil Jesus schminken soll. Sorry, falls ihr das gedurcht tut, dann muss ich erst emotional aber etwas anderes erstellen. Make-up kommt nämlich vom Englischen to make up. Und das heißt, Sich versöhnen oder irgendwie Moderne machen. ein Diktionär sieht, zur Summe bringen, so zu Nähe fannen. Wird doch ganz spannend, das geht ja auf Englisch to make out. Mhm. Das ist man nicht knutschen. Was vielleicht auch Delka vom Make-up-Sex sind. Korrekt, Weil da ja. war nicht das nämlich Tisch. Das stimmt. Bevor wir uns ob Drehs beginnen rauszufinden, ob wir schon ein Make-up-Sex hatten, schwätzen wir vielleicht noch kurz über die Avantagen und Nachteile, die Make-up-Sex können haben, oder? Ja. Also vielleicht denke ich, kurz für ein Szenario zu gehen. Make-up-Sex geschieht normalerweise nur dem man einen Konflikt hat, nur dem man Streit hat. Weil ihr gut streiten kann, Kelly hat man schon ein beschwert. Das kann ihn auch gerne ein Null steuern. Die Episode heißt konstruktiv streiten. Genau. Aber wenn ihn dann konstruktiv fertig gestritten wird, Oder auch nicht konstruktiv, das weiß ich nicht so genau bei Make-up-Sex. dann hört ihr vielleicht nur Lust, sich irgendwie zu versöhnen, und zwar durch Sex. Ich fand etwas, was positiv ist Sex nur Streit, ist, dass es Sex als den etwas bedeutet. Nämlich, dass ihn effektiverem zur Nähe findet und sicherem will nur sehen. Da Melina Goski genannt hat, Sex that moves the plot. Also Sex, den an der Geschichte von der Beziehung relevant ist und etwas aussuchen will. Die seht, wir verstehen uns, wir wollen uns nur sehen. Und das möchte Sex einfach aus sich schon interessant. Genau, das kann man eigentlich auch wirklich der Fall sein, dass das als für sich zu nähen zu verbannen und auch emotional irgendwie lebt, eine Verbundenheit und auch Versicherung zu spüren. Ja, Sicherheit, ja. Man kann aber auch einfach sehen, okay, ich habe so viele Gefühle, aber ich will die losgehen. Bock sagt wie auch eine Möglichkeit, oder denke an Küsse schlagen, mir gerade zu zwei viel Gefühle an uns und wir können die auch zusammen losgehen, indem wir als Genitalia wieder den schlagen. Oder als ganz Körperin. Ja, das ist ein bisschen How to Complete the Stress Cycle, Sexy Edition, oder? Also vielleicht muss ich da noch beifügen bei der Rubrik. Körperbewegungen können auch Sex sein. Masturbieren am Anfang auch, also kann doch Ja. Solo-Sex sein. Kann doch Solo-Sex sein. Das ist auch interessant. Make-up-Sex, jeder hält sich selber in den Ruf. Froh ist dann, also in einem nämlichen Raum, oder? Ja. Guck, dass die Leute Dimensionen von Make-up-Sex, die ich noch gar nicht durchstehen. Interessant. Brav, auf jeden Fall fand ich also deine Form von nicht nehmen Verbannung, Reconnection, mehr auch von Kommunikation. Also die etwas aussieht. Vielleicht steht da doch eins so gut, wenn er sich gestritten hört, auch vielleicht auch viel verbal mit denen sich ausgetauscht wird, ob es wegen einer Ebene von Kommunikation zu kommen, oder? Genau. Und ich meine, kann auch wirklich die 3 Pilieren, die bei der Sexualität oder bei der Beziehung da sind, die den Sternberger manchmal schon definiert wird. Das heißt einmal Intimität, wo wir ja schon drüber geschwatzt haben, zu schreiben verbannen.
Passion. Ja. War intensiv und ich musste irgendwie losgehen an das Manager, an dem ich passioniert dann Sex oder Lift machen. Und dann aber auch Commitment, also wirklich eine Beziehung gehen und wollen, dass du doch auf lange Zeit gut ist. Ja, also so quasi et besiegeln, dass ihn sich versöhnt wird, dann sich eine Stabilität mit wünscht, ne? Also schon noch das Gefühl, dass vielleicht so das Wirseln vom Modus, also die Tension zwischen für Druck over etwas Trennendes, also fand man etwas Verbannendes ziemlich sexy ist, oder? Also so sich an den unterschiedlichen Modi zu erleben, kann man auch ziemlich sexy sehen, auch noch stabilisierend, oder? Also dass so all Einzelundeler von einem an der Beziehung, die auf Platz haben. Und das ist vielleicht auch eine Kommunikation, die von etwas Verbales und etwas mehr nicht Verbales und etwas mehr Körperliches geht. Ja, und ich fand, dass das auch eine andere Art und Weise für, wenn nicht auf eine gesunde Art und Weise passiert, Aggression auszuleben. Weil darüber hatten wir ja auch schon in der Episode über Streite geschwärzt. Aggression ist nicht unbedingt etwas Negatives oder Destruktives, mehr ist ja auch einfach eine Form von Energie oder so. An die Aggression auszuleben, dann durch Sexualität, die für beide Leute schön ist, kann das vielleicht uneinkehr gut aufronnen, in dem Sinn, sich nicht eins war oder gestritten wird. Und auch wenn ihr das gegen hormonell gucken, zum Beispiel, dann für den ganzen Adrenalin, den wir abgebaut haben, und der ganze Cortisol, den wir abgebaut haben während dem Streiten, etwas, was den dann vielleicht auch körperlich einfach kann losgehen. Ja. Froh ist dann auch, wir stehen das jeder für sich, oder ist das etwas, was den probiert, verbunden zu machen und auch zusammen zu erleben? Ich fand, das hängt am Anfang auch mega vom Thema, von der Art und Weise vom Streit auf die hat, oder? Also für verschiedene Themen oder Art und Weisen sich zu streiten, also es vielleicht nur super passend, sich zu reconnecten und für andere vielleicht manner passend. Also ich probiere mal gerade ein Beispiel zu überlegen. Wenn Thema vom Streit ist, dass ihn zu viel oft erlangt an derselben Meinung ist, an es schwierig ist, unterschiedlich Aussichten auszuhalen, dann ist vielleicht nicht so eine mega gute Idee, dass du nur mit Make-up-Sex zu besiegeln, aber vielleicht ist das wirklich cool, aus dem eigenen Muster rauszutreten und dass jeder für sich einen Rundspazieren geht oder etwas möchte, bevor ihn dann drin bei Neven, dann etwas kalt oder so. Ich ging so und denke vielleicht auch ein bisschen vom Kontext vom Streit auf. Szenario, langen Tag, schlecht geschlafen, kann auch ja schon viel zu frei wackrig gemacht. Und dann hat ein Hund schon darüber gehen. Und da sind zu spät auf die Arbeit gekommen und hat geregnet. Und da sind einfach schlecht gelaunt, wann ihr heim könnt. Und da hat ihn irgendwie die Erwartung, dass den anderen schon gekocht hat, den aber auch nie ausgeschwart hat. Den anderen hat aber nicht gekocht. Und da fängt er dann richtig aufzukochen. Und weil er doch irgendwie durch Streit losging. Und Streit ihn dann am Endeffekt drüber, das Spul nicht oft gemacht ist, und Chaos, und ich meine, du hast Make-up-Sex etwas, wo ich sich gut aufreagieren kann, auch zu fahren kann und vielleicht auch sich erinnern kann, für was aber cool ist, mit der anderen Person an einer Beziehung zu sehen und irgendwie die Verbindung herzustellen. Ja. Wenn den aber nur gerade rausgefunden hat, dass den anderen über einen Zeitraum von einem Jahr früher im Gang ist. Und den emotional mega verletzt ist. Und auch gar nicht weiß, ob die Beziehung nach irgendwie weitergehen kann. Und wer ob das etwas ist, was den reparieren will, reparieren kann. Wie die andere Person dazu steht und einfach immer viel Unsicherheit, Verletzung und so ist ganz viel Angst, vielleicht auch gerade da sehen, an denen dann zwar auch Rosen, also nicht auch zu einem Streit könnt. Dann ist Make-up-Sex vielleicht nicht unbedingt die beste Art und Weise für das zu schlichten. Ja, ich fand den Beispiele beschreiben das gut. Und was an denen Beispielen auch dran ist, als ob den Streit oder das Streitthema irgendwie aufgeschlossen ist, mehr oder minder, oder ob es einfach nach viel Arbeit geht. Ich fand das eine gute Überlegung zu den Kontra-Seiten oder vielleicht zu den negativen Seiten von Make-up-Sex, wenn ihr echt da vielleicht nicht so
gut als Make-up-Sex zu benutzen, sozusagen, weil, also das echt, was ich mir gedurcht habe, als dass in der Sex wird am Platz zu streiten, an auch Sachen zu lesen an der Beziehung. Und das ist schon etwas, was ich als echter, ich weiß nicht, ungut oder ungesund woholen, weil ich für allen am Mengen zu Teenage-Jahren viel mitgekriegt habe, dass so Koppeln nicht wussten, wie sie sollten mit ihren Schwierigkeiten umgehen und dann nur um Sex einfach so happy und verbunden waren, dass sie am Anfang nie weiterkommen sind und irgendwie so dadurch aber so komisch und nicht gebunden waren, obwohl die Beziehung irgendwann gar nicht mehr gut war. Das waren jetzt so die mit Dave-Crunch-Probleme einfach immer vermeidet durch Sex, dann lesen die sich auch nicht. Und ich meine, wenn ihr das noch weiter dreht, dann kann auch das Resultat vom Sex irgendwann sein, dass ihr da keiner hat. Und das kann auch eine Vermeidung sein von, nee, wir schaffen nicht in unserer Beziehung, wir gucken, wir konzentrieren uns auf etwas anderes, was leider dann auch nicht immer klappt, weil die Beziehungsprobleme nicht gelöst sind. Und wenn ihn dann auch noch nicht geschlafen hat, und kann ihn mega freiwachrig gemacht und dann hat sich übergehen hat, dann löst das die Probleme auch nicht und dann ist er vielleicht auch erst von mit den Nachwendungen an. Ja, man löst sich vielleicht echt da Schäden, wie dann nach ein Jahr und in den Dave greifende Probleme irgendwie zu schaffen. Ich denke noch, dass verschiedene Probleme sich nicht unbedingt lesen lassen, aber ich denke in einer Art und Weise für das umzugehen, die quasi unlösbare Probleme oder einfach verschiedene Umgangsweisen an Beziehungen mit Sachen, dass in die unerkannt und nicht hin aus dem Weg geht. Auf vielleicht eine andere Strategie findet, sie unzuerkennen, wie mit ihnen mit Humor zu begegnen oder sich irgendwie auf ein konstruktiv, mehr so leicht Art-Weise da zu arrangieren. Und dann auch vielleicht nicht mehr so viel aggressiv Gefühle an einem entstehen über die Sachen, die ihn und der andere Person nerven. Ich meine, das ist auch das Risiko, da den einfach die Negativmusterin immer verstärkt. Wenn in Alkaya Sex wird, meinst du? Wir streiten hier Sex und das da vielleicht auch irgendwann, weil wir aber als Menschen auch als ziemlich gut konditionieren los sind. Mal dann irgendwann am Punkt sind, oh, ich will Sex, okay, dann muss ich also streiten. Ah, ja. Und dass da so eine Negativspirale gibt, wo ihn gut nicht mehr so kann zu dem kommen, ob der gerade Lust hat oder was er vielleicht auch braucht. Was ist wie schwer das, weil, ja. Ja, da wäre vielleicht eine bessere Idee zu lernen, wenn ihr genervt von der Person ist, so ein du nervst und dann sieht die andere Person, du nervst auch, wie das in dann Alkohol Sex wird führt, zu lesen. Eine andere Situation, wo ich fand, dass Sex vielleicht keine so eine gute Idee ist, als wenn er sich verunsichert spürt, dann die Verunsicherung wollen fortzumachen, an dem man sich Sicherheit durch Sex gibt. Also darüber hat man auch schon ein bisschen an der Streit-Episode geschwärzt, nämlich so Attachment-Styles, und wenn quasi das irgend unsichert Bindungsmuster ausgelöst wird, an den sich irgendwie ängstlich fühlt, und dann die Trennungsangst will so ein bisschen beruhigen, an dem sie dann Sex mit denen hat. Das ist natürlich nicht schlimm, wenn das mal passiert. Das ist eigentlich ganz menschlich. Wir denken, dass es trotzdem gut ist, ob länger Sicht und nach einer Wehr zu finden, für ihre Sicherheit herzustellen. Und ich meine, ein bisschen an der nämlichen Schiene kann auch sehen, dass mit Personen, die eine bestimmte Persönlichkeit tun, die vielleicht auch nicht so gut daran sind, hier Emotionen zu regulieren, es vielleicht gar nicht möglich ist, direkt nach einem Streit Sex zu haben, weil einfach noch so viel groß und stark Gefühle da sind, so viel Roserei noch da ist, die nicht einfach umgewandelt kriegt oder so viel Verletzung da ist und so viel Tränen und so viel Trauer da ist, so viel Angst da ist, dass vielleicht gar nicht möglich ist, direkt aus der Situation rauszukommen und an eine andere Situation zu gehen, wo ihn dann aber irgendwie sexuell ist einmal körperlich aktiv ist. Und auch so sich dann aber muss mehr auf etwas anderes fokussieren. Ja, und da kann es schon auch grenzüberschreitend sein, wenn dann eine Person will Make-up-Sex initiieren und die andere Person am merkt, für mich geht das gerade nicht. Und das kann schon zu unguten Dynamiken führen. Ich meine, auf lange Zeit kann das zu Hass führen oder zu
Resentment, ich weiß nicht, wie ihr das Plötzebäuisch seht. Groll oder so Missgunst, da sind das irgendwie so abstaut. Besonders vielleicht, wenn irgendwie Powerdynamiken an der Beziehung nicht immer gleich sind und dann für die eine Person noch mehr umspielt als wie für die andere. Weil dann zum Beispiel finanziell oder emotional abhängig ist von der Person. Und da lesen sich eventuell auch ob Make-up-Sex an, denen gar nicht will. Ja, oder denen einen gar nicht gut geht. Und dadurch, dass es einem nicht gut geht, irgendwann ein Kerl empfangen in die Welt. Mehr ihn da vielleicht auch nicht packt, nee zu so. Weil ich fand, wenn das dann ein Muster gehen ist, dann hört den nur Streit Sex und irgendwann seht den oder ginge so das passt für mich nicht mehr, dann ist ja auch noch zusätzlich das Durchbrechen von dem Muster von Make-up-Sex ein Risikofaktor, oder? Besonders wenn es zum Beispiel Zyklen von Gewalt gehen, wie an häuslicher Gewalt oft der Fall ist, wo Make-up-Sex auch ein Teil davon ist, weil dann zum Beispiel zu der häuslichen Gewalt könnt und auch zu der physischen Gewalt dann oft und dann als ich mal Distanz ist und dann die Person, die Gewalt ausgeübt hat, sich entschuldigen könnt, feines Kado möchte, sieht sie gegen sich anderen, darum so ein Honeymoon-Phase könnt, also so wie Flitterwoche, worum alles gut ist, wo ihr noch um Make-up-Sex hört und dann aber irgendwann eskaliert. Ja, du als Make-up-Sex dann quasi ein Teil von dem abusiven Muster. Ja, das meine ich auf jeden Fall so die krassesten Situationen, wo Make-up-Sex ja einen negativen Einfluss hat. Und wo ich noch manchmal muss aufpassen, ist, dass es nicht soll Teil von einer Bestrafung sein. Das heißt, dass verschiedene Personen nur einem Streit sich vielleicht immenser froh stellen und sich so, oh, du hast wirklich viel falsch gemacht und ich fühle mich ganz, ganz schlecht und ich gehe dir recht, mich zu bestrafen, weil das tun ich verdient. Und dass dann auch so eine Dynamik geht, die ungesund ist. Wo Bestrafung sich ja auch kann ein sexuelles Spiel sein, in einem Kinky- oder BDSM-Kontext, was dann einfach normalerweise viel mehr geplant ist und wo der Kader auch viel mehr gestaltet ist, wo es vielleicht darum geht, für emotionale Sachen noch abzuschaffen, aber normalerweise nicht emotionale Sachen, die gerade just für darüber geschützt sind. Ja, ich meine, du hast eine Entschädigung von abusiven Beziehungsmustern an sexualisierter Gewalt versus BDSM oder kinky Sexualität auf jeden Fall mega wichtig. Ja. Kali, was kann ihr machen, wenn ihr lo gestritten hört und für den nicht unbedingt Lust auf Sex, mit für den aber Lust auf Beziehung, für die Lust auf Weiterkommen, für die Lust auf Verbindung, auf Intimität? So ein Intimacy that moves the plot. Ich meine, hängt ein bisschen davon auf, ob er sich physisch will nur sehen oder nicht nur einem Streit. Je nur Streitthema und auch je nur wie die Beziehung ausgeseit. Ich fand schon, dass sich physisch nur kommen eine Form von Versöhnung mit sich bringt, die für mich oft mega wichtig ist. Also, dass ihn sich an den Arm hält, dass ihn da kuschelt, ja, und noch nicht verbal sozusagen mit denen in Kontakt könnt. Für allem, weil ihn fand ich, also Streitsituationen oft körperlich viel Distanz zu ihnen abbaut. Auch für da quasi einen Übergang zu machen, zu einem, ja, mehr harmonischen Modus, so ein Schlummel. Und auch für das ihn rauf könnt. Also ich fand, dass ihn schon auch so die Gefühle an die Hormone, wie du für drüber beschrieben hast, am Körper gut kann verschaffen, an dem sie sich körperlich zur Neigung gibt. Genau, und hormonell, wenn ihn sich körperlich nur ist, dann schüttet den Oxytocin aus, weil auch möchte, dass sich gut spürt, schüttet den auch Serotonin aus, weil möchte, dass sich froh und entspannt spürt. Das sind noch Sachen, die wirklich helfen können, an Bindung zu gehen. Ja, und was das scheinst du machen, als dass ich, wenn ich das Gefühl habe, ich will gerne im Armen kuscheln oder dass man irgendwie als
körperliche Minuse mit geht noch nicht probiere mein Stresszyklus zu komplettieren, indem ich mein Körper für drin allein bewegen, also dass ich einfach aber nur sprangen oder alles ausrüsseln oder mich strecken oder ein kein rundherum gehen oder Dave atmen oder so und dann den nächsten Schritt machen und ob die andere Person durchgehen und nur eine Umarmung freuen oder ein Ubieden. Was sind dann nach so wer für sich emotional an nicht nehmen oder nicht körperlich nur zu kommen in einem Streit? Weil den auch kann machen, als einfach direkt mal gucken, okay, für was du so reagiert und einfach probieren, offen zu kommunizieren. Was lass es und da du zwar vielleicht gerade bis sie einen Streit geachtet hast, aber das Problem aber den an denen, sondern noch vielleicht berät hast, da dann dazu machen, für das besser geht. Und vielleicht auch einfach mal ganz klar zu gucken, okay, wir sind gerade voll frustriert, weil jeder meint, den anderen ging mehr am Haushalt machen. Vielleicht können wir einen Plan machen und dann ist es mehr geregelt. Kann ich sich auch entschuldigen? Ja. Das darf ich. Und eine ehrliche Entschuldigung kann auch schon viel weiterbringen. Und da gibt die ganzen Aktivitäten, die ihr machen kann, die nicht unbedingt physisch sind, mir wohin trotzdem Zeit zusammen verbringen kann. Mhm. Kann ich spazieren gehen, kann ich einen Film zusammen gucken, kann ich auch einfach neben den Nähen jeder sein Buch lesen oder sein Spiel spielen. Zusammen kochen. Ja, das fand ich auch schön, weil ich fand, at least aber immer raster die opfallende Situation von einem Streit. Und dann du nur quasi Modernähen oder Beinähen zu sehen und das irgendwie gemeinsam aufabend zu lassen und du auch vielleicht an einen anderen Modus Modernähen zu finden. Weil ich meine, dass es nicht mehr wichtig ist, quasi welche Streit, und da sind zum Beispiel konstruktiv Modernähen Streit, mir für allem auch welche den Norem zusammen findet. Ich meine, dass Jessica Fernwetter doch in seinem Buch Polysecure beschrieben hat, dass ein von den Pilieren für eine sichere Bindung zu ihnen aufzubauen ist, wie ihn nur einem Streit oder nur einer schwierigen Situation zusammen könnt. Ja, und ich fand, dass ihn da einfach die eigenen Bedürfnisse nur Sicherheit und Bindung sollte erst holen und sich auch probieren soll, Zeit dafür zu holen, weil oft würde ich auch so vielleicht einen Streit zwischendurch oder bevor ich schlafen geht und dann ist das nicht ganz abgelöst. Und das sind manche Situationen, wo ich sollte Schirm haben, zu gucken, wie können wir das machen, aber wie können wir vielleicht auch noch zu einem späteren Moment das weiterführen, wenn wir nicht genug Zeit haben, für das zu machen. Und auch viel emotional vielleicht mehr zu ihnen zu fahren, kann ich einfach positiv Sachen machen, wie zum Beispiel Erinnerungen von schönen Sachen, die ihn erlebt wird, teilen oder von Sachen, die ihn zusammen hingekriegt wird, wo er sich gut unterstützt wird, wo ihn zusammen weiterkommen, oder vielleicht auch mal eine schwere Situation, wo den aber für den anderen da war, wo es besser geht. Oder Fotos, wo freier zusammen gucken. Ich fand, das evitiert doch ein bisschen an die negative Spirale ranzukommen von wir streiten uns nicht mehr, an der Streite meist nach Reinkeier, und dann geht der Anfang immer mehr angespannt und ich fand, brauche so ein bisschen die Momente von Relief, also so lastlosen und einfach durchatmen können und noch im Energie tanken können. Aber gleichzeitig muss ich da gut aufpassen, dass ich Sachen nicht zu viel auf Zeit lädt. Also vor allem, wenn Themen sind, die sich noch nicht abgelöst ausspielen, da auch drauf zu gucken, dass ich eine gute Balance finde zwischen sich Pausen holen und sich nicht zu viel probieren zu verhadern. Weil heinst du für eine einmal lange Zeit koppeln, streiten sich ja auch über Sachen, die ihn einfach nicht kann ablesen, wo ihn sich verhadert. Und aber auch ein bisschen drin zu bleiben, dass das Koppel langfristig irgendwie besonders schön bleibt. Ja. Ich freue mich ein bisschen. Es gibt ganz viele Koppeln, die schon lange zusammen sind. Vielleicht kennen das von Großeltern, wo irgendwie permanent Streit schenkt zu herrschen. Dass jeder frustriert von dem anderen, dass alles nicht gut genug sind, immer die nämlichen Sachen. Ich freue mich, ob die extra gute Sex haben. Für drohen du Tischen, du nur, wenn dann bist, kann er fortsehen. Ja, oder gut kein Sex mehr.
Ich meine, das kann auch sein. Das ist vielleicht eine gute Überlegung zu der Frage, wen hat da Make-up-Sex und für was oder für was nicht. Und vielleicht auch ein bisschen, dass wir gucken, ob es tatsächlich schon mal geschieht oder nicht. Nee. Ich meine, für Make-up-Sex zu haben, muss ich sich auch irgendwo emotional regulieren können. Und muss ich auch können verschiedene Sachen feststellen und vielleicht ein bisschen auf Zeit drücken, für dann auch können den Übergang zu machen. Von, okay, das war nur Streit, alle können das. Aber wenn ihr das nicht hinkriegt, dann ist es schwierig, überhaupt an den Szenario zu kommen. Meinst du, das ist der Grund, für was du nach keinem Make-up-Sex hast? Ich meine, das ist vielleicht teilweise der Grund. Ich meine, dass ich mittlerweile viel mehr sicher Beziehungsmuster habe wie früher. Und ich früher ziemlich ängstlich war. Und die Angst dann teilweise so groß war, dass ich das auch nicht wirklich an sexuelle Energie umwandeln konnte. Und ich meine auch, dass ich von meiner Persönlichkeit hier aber ziemlich ruhig und gechillt sind und ziemlich geduldig. Das ist das vielleicht auch Sachen, wo andere Leute dann gegen streiten. Ich vielleicht so, okay, dass du nervt mich ein bisschen mit der Spule. Aber das ist mir auch nicht mehr wichtig, wie das schon gesagt. Und man kann noch am Tag weitermachen und dass dann vielleicht auch den Druck sich nicht genug aufbaut, für sich nur dann können, durch Sex aufzubauen. Interessant. Wie ist es bei dir? Ja, ist du nicht die Person mit dem größten Chill, ging so. Und es sind eine Person, die einen guten Zugang zu ihrer Roserei hat, ging so. Und auch kein Pokerface hat. Also ich meine, es merkt immer relativ sehr wenn man etwas nicht passt oder wenn mich etwas nervt. Und an meinen letzten Beziehungen, da wenn du nicht gesagt, ich weiß es nicht, hatte ich auf jeden Fall die letzten, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre kein Make-up-Sex, weil ich probiert habe, mit meinen Beziehungspersonen herauszufinden, wie man mit genervt sind, an Roserei, an einer Beziehung können gut umgehen, aber mal keine Lehre gut zu streiten, weil ich meine, ganz viele von meinen Beziehungen sind darunter gescheitert. Zum Schluss, dass sie nicht konnte, da umgehen oder ausdrücken, was ihn und der andere Person nervt, ohne dass das eine Gefahr für die Beziehung war. Und ich denke, du wirst ziemlich auch relativ sensibel darüber, weil Leute probieren, irgendwie dann etwas Sexyes zu initiieren, wenn ich am Anfang mega das Bedürfnis habe, gerade mich zu streiten. Und wir denken, nee, du gehst mal auf die Suche. Ich will doch nicht mit dir irgendwelche sexy Sachen machen, aber ich ging da total gerne ausdiskutieren. Ich ging gerne meine Meinung an meine Gefühle so, und ich ging gerne wissen, was deine Meinung an was deine Gefühle sind. Und ich meine, du willst, kann ich mich vielleicht nicht so gut auf Make-up-Sex anlassen, bevor du nicht, ja, der Streit passiert das einfach. Mir ist gerade ein Cheatcode angefallen, weil der vielleicht kennt machen, als über Themen streiten oder über Themen diskutieren, die schon irgendwo abwollen, wo ich nur aufreagieren will, mit die nicht direkt mit der Beziehung und mit persönlichen Sachen zu denen haben. Wie zum Beispiel die politische Situation an Frankreich oder Deutschland gerade oder was die Politiker oder die Partei gerade machen und wie man da einfach nicht auferstanden ist. Im Idealfall dann auch mit einer Person, die auch nicht immer da auferstanden ist. Ich meine nicht, dass wenn ihr nur komplett verschieden ist, dass das dann unbedingt den zusammenbringt. Mir einfach sich über das abregen oder auch einfach, da habe ich blöd, ich rege mich über meinen Chef ab und ich rege mich über die Situation ab und lohnt es mich aufzureagieren. Und das quasi nutzt die Energie für das Sex zu haben. Ich meine, das kann vielleicht funktionieren. Ich denke, es ist wirklich einfach keine Person, die hier Roserei kann gut channeln, wenn ich sie nicht verbalisiert tun. Ich denke aber schon, dass ich in der Vergangenheit, und da denke ich schon 2 Beziehungen, die ich hatte, so eine 8 Make-up-Sex hat, und an denen 2 Situationen unterschiedlich. Also ich denke, an der engen Beziehung war es so, dass wir oft Sex hatten,
nachdem es mal als gestritten hun eben Firmen zu reconnecten und dass er dann von dick gut gedohlen wird. Und ich meine aber, also dass die Pro- und die Kontra-Seite, die man für Drucke genannt tun, dass die auch gleichzeitig können passieren, wenn ich so darüber nachdenken. Also da war natürlich einerseits das positiv von das will etwas so, dass man als Lorem reconnecten und wir hören es gern und wir wollen es nur sehen. Mehr schmengend war aber auch ein Aderweis für Sex zu hun am Platz weiter zu streiten, weil man einfach keine andere Strategie mehr hatten und dat dann an dem Moment die beste Strategie hat, die man zur Verfügung hatten, für zurück zu engem Umgang zu kommen, wo man live mit ne sind, der aber nicht unbedingt dazu gefordert wird, dass man, also Männer ist nur 1,5 Jahr getrennt, dass man eben geleiert hun zu streiten. Ja. Und ich meine, an der anderen Situation, auch da haben wir uns nur 1,5 Jahr getrennt, war es so, dass wir eine Dynamik hatten, wo es für die andere Person mega schwer war, Aggression auszuhalten, also meine Roserei, weil die Person Erfahrungen hat mit verbaler Gewalt und du weinst Roserei ausdrücken einfach für die Person mega schwer war auszuhalten. Und dass dann Sex effektiv eng Arterweis war für die Aggressionen auszuleben, was auch eben das positiv und das negativ tut, nämlich eine Form zu finden, für das ausleben zu können, aber gleichzeitig nicht zu einer Form von Modernähen zu kommen, wo in einer Strategien hat, das auch auszuleben. Das war wie eine Sicherheit oder eine Versicherung in einer Situation, wo alles bedrohlich war, wo das Risiko war, dass Beziehung dadurch kein Brierchen. Ja. Oder wo es kein zu einer Distanz kommen, die irgendwie nicht mehr auszuhalten ist. Ja. Und ich denke, das für Heinz okay. Mir et muss einfach wie gesagt auch nach einer Strategien am Laufe der Beziehung abbauen, weil das halt nicht. Also das zumindest meine Erfahrung gewesen, nur an den Beziehungen. Ich meine auch, dass das für Personen, die an einer Beziehung sind, mit einer Person, die ihnen körperlich stark überlegen ist und vielleicht auch bewusst oder unbewusst ziemlich aggressiv kann körperlich rüberkommen oder auch irgendwie ein Risiko bedeuten kann an einer Streitsituation oder direkt nur einer Streitsituation an etwas so Intimes, so Vulnerables zu gehen. Ob du wirklich eine Gefahr hast oder nicht, dass etwas anderes mehr einfach vom Empfangen hier, der den dann sich nicht sicher genug spielt, für sich auf etwas anzulassen, wo potenziell die andere Person einfach kennt, dominieren und das eskalieren kann, dann ist sich immenser Gefahr fühlen. Ja. Ja, das ist eigentlich ein von den Gefahren. Und du willst, also wie man so denn, das ist einfach mega aufhängig vom Kontext auch von den Personen, die involviert sind und auch weil die Beziehung so ist. Wir haben auch noch viel über meine Intimbeziehungen geschwärzt, also Beziehungen, wo auch so mal zu Sex könnt. Ja. Es gibt natürlich auch Beziehungen wie verschiedene Freundschaften zum Beispiel, wo ihn streiten kann, mir wo vielleicht nicht möglich ist oder auch nicht gewünscht ist, dass den du nur Make-up-Sex hört, an den dann noch irgendwie eine Strategie erfahren muss, für die Streit zu schlichten, auch auf eine Art und Weise zu finden. Ja, wobei ich schon so diffus Bilder an meinem Kopf habe, als Filme, weil dann Leute, die am Anfang, also Freunde, die am Anfang so secretly ob eine Crush haben, da man nicht streiten und dann das Feuer sozusagen vom Streit endlich auslässt, dass sie dann zumindest selbst mit denen aufhängen. Also Streit oder Make-up knutschen, Make-up Sex als Strategie für Apps mit denen anzufangen. Genau. Ich weiß nicht, ich könnte okay konkrete Filme nennen, aber irgendwie könntet man plausibel für, dass es so Filme gibt. Schon noch richtig wieder Bilder im Kopf von 2 Erzfeinden, ja, die streiten und vielleicht auch mit Messern um die Geheien, also sich bescheißen und dann irgendwann auf Platz sich umzubringen, dann an einer passionierten Liebesszene enden. Und ich freue mich, ob so höchst diplomatische Plätze, wo wahrscheinlich viel gestritten wird und auch viel Feindlichkeiten auf einem politischen Niveau geht. Ich freue mich, was du was so geschieht. Ich fand, für aufzuschließen,
interessiert mich nur noch froh, war das dann ein Unterschied zwischen Make-up-Sex und Break-up-Sex? Also auch wenn ihn so von Feindlichkeiten schwätzt, weil, also wenn ihn sich nämlich kann riechen an der wenn es Schluss mischt oder auch weil es einfach vielleicht Schwierigkeiten an der Beziehung gibt, die ihn einfach nicht kann ablesen, obwohl noch keine Strategie findet, wie man das zu leben, passiert das ja auch oft, dass ihn danach quasi für ein letzte Keier man nicht schläft, oder? Ja, das hängt dann noch davon ab, ob für ein letzte Keier, also da ob der Besatz dann einfach noch regelmäßig weitergeht. Ja, weil dann ist vielleicht auch Break-up-Sex eine Form für nicht loszulassen. Ne? Genau. Ja. Der Sex kann teilweise noch am Minot bringen und kann aber eine Aufhängigkeit irgendwo herstellen oder etwas Familiäres bedeuten, was den dann nicht bereit ist, abzugehen. War das spannend auch okay ist, wenn so ein bisschen einen Übergang draus möchte an die Phase von wir schlafen noch mal den, obwohl wir wissen, dass wir nicht mehr wollen zusammen sind, nicht zu lang dauert. Ja, oder eine klare Trennung auch irgendwie trotzdem gibt. Oder eine Kontaktpause oder so. Und ich fand, du ist schon auch wichtig, nach ein mehr ob Power Dynamics, also ob wen hört musst, wie an der Beziehung abzupassen. Weil wenn eine Person sich am Anfang nicht will trennen und dann man noch in der Beziehung hängt und die andere Person am Anfang schon relativ klar ist, dass sie sich will trennen und natürlich nach schäfen, mit der Person zu schlafen, dann ist es manchmal zum Beispiel besser, kein Break-up-Sex zu haben, weil dann manchmal kann die Person, die noch in der Beziehung hängt, einfach die Hoffnung haben, dass es Make-up-Sex ist und dass ihr in Raum zusammen könnt. Genau, und das kann auch immens verletzend sein und man scheint einfach da den emotional Aufhängigkeit immer noch durch. Die vielleicht vom selber dann auch nicht kann losgehen, weil ihn noch nicht stark genug ist für nie zu so. Ja, und ich meine, kann auch immens unzähend oder sexy sein, weil das ja schon aber auch so ein bisschen der Reiz vom Verbotenen hört, oder? Also so, am Anfang haben wir es getrennt, aber wir sollten nicht, wir machen nicht, aber noch reinkommen, ja? Und ich fand, das kann einerseits mega flott sein, mit kann aber auch so ein schwierige Sog-Hun. Also ich kann schon auch koppeln. Hund vielleicht doch mal ja zum Schluss von einer Trennung gemäht, wie weiß, die dann nicht packen, sich zu trennen, weil den Sex dann trotzdem immer so schön verbannend ist, dass es schwer kann loslassen. Und das ist ja auch hormonal ja mit der Berührung an dem physischen, den Oxytocin, das Serotonin und so weiter, den Dopamin, den ausschüttet und den sich machen soll, dass die sich verbunden fühlt. Ja. Und ich meine, was auch bei Break-up-Sex kann dann auch wenn den vielleicht fertig gebrüscht wird, sich mehr oder man emotional aufzugrenzen, was kann spannend sein, als dass die vielleicht man Angst wird für die Konsequenzen, die das, was die möchte, vielleicht kann für die Beziehung haben und sich da vielleicht nicht Sachen traut, nicht die gegen den Konsens gehen, mit die vielleicht nicht an einer Beziehung machen, aus irgendwelchen moralischen Vorstellungen, die ihn hört, was den eine Beziehung machen soll oder nicht. Oder wo er sich sieht, wenn ich das an der Beziehung ausschwätzen und die andere Person ging das nicht cool fand, vielleicht wird das dann von der Beziehung oder wird das so ein Red Flag, wo es sich da vielleicht noch Sachen traut auszuprobieren, die oder unzuschwätzen, die vielleicht an der Beziehung sich nicht getraut hat, was schwer das. Ja, das stimmt. Also schon auf jeden Fall die Erfahrung gemäht, auch an einer von denen zur Beziehung, von denen ich gezählt habe, dass wo wir dann noch alles getrennt hatten und dann nach ein Kehr so Break-up-Sex hatten, auch gemerkt haben, wie schön das ist, dass wir uns ohne den Druck von der Beziehung und dass wir unbedingt die Beziehung müssen aufrechterhalten, noch kommen, wie leicht es sich schon kann spüren. Also an dem Moment war so Break-up-Sex dick gut für zu merken, wir schätzen uns aber mega. Vielleicht auch gar nicht wegen dem Sex, aber wegen den anderen Sachen, die du mal dabei sind, wie Vertrauen an sich nur sehen und irgendwie auch eine Atmosphäre von Intimität, Leichtigkeit zu schaffen, wo ihr vielleicht noch keine anderen Sachen auch ausschwätzen, die wichtig sind. Ja, das heißt, ich fand auch, dass vielleicht Break-up-Sex sogar noch ein bisschen mehr eine komplizierte Situation ist wie Make-up-Sex und ein bisschen mehr ambivalent ist. Aber wenn man gut auf sich guckt,
es schon auch positiv Aspekte gehen. Yes. Solange ihn auf sich lauscht hat. Ja, an sich nicht selber an Tasch litt. Mhm. Was manchmal die größten Herausforderung ist, sowohl bei Make-up-Sex wie auch bei Break-up-Sex. Und dafür soll den auf jeden Fall Leute von erzählen, weil sein best Kollegen oder auch sein Therapeutin, die so in engem Mensch, wenn du etwas durch Sex kompensiert, und vielleicht das nicht sollte man. Mhm. Und ich fand, das ein ganz gut Schlusswort. Ich fand ihn auch. Elit war schön, mit dazu schwätze, wie immer. Ja, hat mich gefreut. Und ich hoffe, die Hülle nach Spaß beim Lehrstellen von einer Rubrik. Bis geschwind. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Wie kann ich Playspace navigieren? An der letzten Rubrik haben wir darüber geschwärzt, weißt du ein King-Event fahren kannst und weißt du dich vorbereiten kannst, erst du auf so ein Event gehst. An dieser Rubrik gehen wir lo einen Schritt weiter. Du warst vielleicht schon auf einem Munch oder Social und hast lo entschieden, ob dein erstes King-Event mit Playspace zu gehen. Du hast auch eventuell Lust, diesen Spielraum zu betreten und mitzuspielen. Aber du siehst noch viel Frauen ab und du weißt noch gar nicht, worauf du dich alles und weißt du dich am besten verhalten sollst. All das geht es an dieser Rubrik. All Event hat den anderen Dresscode, also was die soll oder kann unduen, und mit welchem Outfit ihr sicher nicht könnt. Informationen dazu findest du normalerweise auf der Seite vom Veranstalter, auf dem Event auf FatLife oder an dem du Leute für drauf riechst. Generell sind Outfits aus Latex und Leder immer willkommen. Das können aber sehr teuer gehen und für dein ersten Event kannst du vielleicht als echt an einem guten Sex- oder Love-Shop gucken, was das so und einer Wäsche und Kingwear aus PVC oder Rubber, Plastik und Netzteile und Korsette gibt. Natürlich darfst du entscheiden, wie viel Haut du weisen willst. Und das ist wichtig, dass du dich wohlfühlst. Du kannst auch Spielsachen mitbringen, wie zum Beispiel ein Peitsch oder Toys oder ein Seil, falls du fesseln willst oder gefesselt willst gehen. Du kannst auch Gleitmittel, Kondome, Händchen und Lecktischer mitbringen. Verschiedene Spielräume setzen die auch zur Verfügung. Es gibt auch Räume, wo Möbeln dran stehen, wo ihr sich drauf setzen kann oder drin unhalten kann. Oft kannst du dich auch Event selber auch nicht unduen. Verschiedene Events und auch ein Spezialthema, an egal wie, kannst du da evaluieren, ein Outfit zu sichern, den zu dir passt. Für dein ersten Event muss ein Outfit auch nicht perfekt sein und du darfst dir über Zeit los ein kinky Garderobe uneignen. Hier soll den finanziellen Aspekt auf keinen Fall ein Brems sein. Die wichtigste Regel an einem Playspace ist Konsens. Es darf zu all Moment nie sein. Es gibt noch Events, wo es ein Safe Word, also ein Wort gibt, mit dem man all 10 an alles, was den am Gang ist, stoppen kann. Das kann zum Beispiel Pineapple sein. Und das Wort steht an der Regel vom Event. So kannst du den Grenzen zu allem Moment setzen und eine Pause machen, sobald etwas sich nicht richtig oder zu viel ausspielt. Die Reime vom Playspace sind normalerweise auch moderiert. Die Personen, die aufpassen, sind formiert, ein bisschen wie die Schwammmeisterin an der Schwamm. Du kannst auch zu allem Moment bei ihnen nur Hölle frohen oder bei Frohen bei sie gehen. Eine wichtige Regel ist, steh ja keine Leute, die gerade am Gang sind, mit ihnen zu spielen. Wenn du nicht explizit angeladen bist, dann bist du nicht Teil von der 10. Je nachdem, wie die Regeln sind, ist es entweder okay, nur zu gucken, oder nicht okay, nur zu gucken. Aber egal wie, sollst du den Leuten ihren Raum respektieren und du kannst das auch von den anderen erwarten. Das ist Teil vom Konsens, mir das aber wichtig. Pack kein ohne Erlaubnis an. Auf vielen Events sind sie da auch ganz streng. Ohne Konsens
unzupacken als Grund genug für rausgeschmissen zu gehen und nicht mehr auf Events zu dürfen. Op vielen Events derwen auch nicht allein masturbieren, ohne dass jeder sein Okay dazu gehen hat. Du darfst auch nicht Druck machen und probieren, ihn zu evaluieren. Auch als auf den meisten Plätzen Rassismus, Sexismus, Homo- und Transphobie und all andere Formen von Diskriminierung verboten. Das zählt auch für Diskriminierung aufgrund vom Aussehen und vom Körper. Das ist nicht, dass du alles gut finden musst, mir einfach, dass jeder soll respektiert gehen und jeder sich wohlfühlen darf. Natürlich dürfen auf den Plätzen weder filmen noch Fotos machen. Das ist ganz einfach für Privatsphäre für jeder zu respektieren. Verschiedene Events haben auch hier Fotografen, die ein Foto von da machen, durch Erlaubnis freuen. Das Regeln können als erstmal aufschrecken. Mir sie sind für allem, dass jeder sich sicher und respektiert fühlt. So kannst du dann an dem Raum an den Grenzen, die geschaffen sind, sicher spielen und deiner Lust freie Lauf lassen. Aftercare, also weißt du dich dich an die anderen nur enger 10 kümmerst, ist auch wichtig. Am besten, du schwätzt es erst mit Spielen aufhängst. So weiß jeder was sie brauchen, egal ob das Wasser trinken, eine ruhige Auszeit, Kuscheln und Körperkontakt, ein Snack oder so etwas ist. Vergiss auch nicht, dich dich zu kümmern, egal ob du bei der 10 dabei warst oder nicht. Ich hoffe, dass das da Courage gehen wird, und du da lo besser vorstellen kannst, wie es an einem Playspace zu sehen. All das kann am Anfang auch viel sein und du kannst da ruhig Zeit lassen, ehe du dich entscheidest, aktiv mit zu spielen. Evaluier dafür Event, was du ausprobieren willst, wo die Grenzen sind und was du erleben willst. Hier fand ich das Motto, alles kann, nichts muss, ganz passend. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibweis auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio ARA. Das Ministerium für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Record. Okay. So, mein Kappes. So, just kurz, piepst es bei dir auch? Ja, es piepst bei mir auch. Okay, cool. Ich habe schon bis noch nicht gemerkt, bis du mal gesagt hast. Mal nicht. Can never be unheard. Oh Mann, ich meine nicht piepst. Ich weiß auch nicht, ob es an der Aufnahme her nur wird piepsen oder nicht. Warte, ich mache mal mein Mikro als vielleicht ist das der Grund, für was mein Mikro nicht war. Ja. Ah, das ist der Grund, für was mein Mikro nicht war. Ich piepsen.